Guten Morgen, Tien alle. Heute hier alle hartlich willkommen zu dieser Morgenbotschaft. Und mag Gott sein Wort segnen, dass es nicht mein Wort ist, aber dass es Gott sein Wort ist, wo wir uns wollen erreichen. Und ich glaube, wir sind alle Gebetsfall gekommen, dass wir wollen ein offenes Hart haben, dass wir wollen gucken, was Gott sein Wort zu sagen hat. Indem, dass wir unsere eine Klugheit, uns einen Gottdenker ganz ausgelassen haben. Und dass wir uns in Gott seine Allmacht stellen. Und was heute zu sagen hat. Mag dort sein, mit was von sein, wie hier sind hergekommen. Wir sind noch wieder in unserer Beipredigt. Und das wird das 37. Part sein. Wir sind bei Matthäus 7, Vers 15. Bei 20. Und vielleicht hast du ein breite Thema von der. Vielleicht kommen wir nicht mal alle durch. Diese Verse branden wird wir dort an. In 2 Halfen vielleicht, da was du noch sagen würdest. Ich habe mit unserer Botschaft wegen Zeit zahlen. Aber anyway. Das Aufschnitt, der je hier mit so taub. So, les mit mir mit Matthäus 7, Vers 15 bis 20. Sag Jesus es steht. Seid ihn fair für die falschen Propheten, die in Schubsklar an die kommen, aber innerlich sind dort rietende Wölfe. Je sollen die an ihre Frucht gaan. Waren Wiendrüben von Hachelstruck oder Feien von Disteln geplacken? Gerot so draag ein gouder Baum goude Frucht und ein schlechter Baum schlechte Frucht. Ein gouder Baum kann nicht schlechte Frucht tragen und ein schlechter Baum kann nicht goude Frucht tragen. Jeder Baum, der nicht goude Frucht trägt, wird aufgehakt und in Feuer geschmissen. An ihre Frucht soll ihr die kennen. Wir uns hoffen. Lass ihr euch davor, wir kommen hier für die und wir danken dir für diesen Morgen. Für all die, was hier sind gekommen. Und wir beten auch für die, was nicht haben können kommen, wegen einer Ursache oder der andere. Möchtest du auch du so sein. Und du so die Harten rieren. Und ganz besonders Dank wie die für dein Wort, dass die hast du uns geredet. Wir würden nicht von die weiten, wenn die Salz hat, die offenbart. Wenn die Salz nicht hat, dein Wort gegeben. Dann wird wir alles, was wir dann würden haben, das wird uns nicht verstehen, sie kann abmerken und das nicht. Und das lässt auf Gärterie. Aber Herr, dass die den Wort gegeben hast, da kann uns Verstand nicht begreifen, wie viel wird das ist. Und noch viel mehr, dass die hast den Jesus gegeben, uns den Wort zu offenbaren. Herr, das ist ein großes Ding. Was wird in Schrift nicht kann beschreiben. Aber Herr, du hast das dort gewollt. Du hast uns das gewollt geben und du verdank wie die. Und nicht bad wie, dass die das muss immer klarer und klarer geben, dass wir den Wort immer klarer können verstehen, dass uns das immer noch gerater werden und dass dein Wort immer da zu uns reden wird. Und Jesus sie nun berichtet. Amen. So, wenn Jesus hier sagt, seid ihr fair für die falschen Propheten, was in Schubsklar an ihnen kommen. Aber innerlich sind das rietende Wölfe. Und vielleicht geht uns unsere Gedanken dann futz eben die extreme falschen Propheten. Vielleicht denkt wir das erste an die charismatische Bewegung, was immer da bekannt worden, was du öffentlich falsch sein. Vielleicht hast du das erste, wo unsere Gedanken gehen, und vielleicht meint Jesus da Rot. Weil ja, der meint er auch. Aber hier ist eine Bemerkung, was wir merken. Die haben auch nicht Mundschubsklar an. Die sind ganz klar zu sein. Die wissen auch korrekt, wer sie sind. Jesus redet hier von ganz besonderen falsche Propheten, die sich anstellen als falsche Propheten, die sind nicht mal so gefährlich. Die sind durch von Gott her gesagt, um die verführen, was die Wahrheit nicht leiden kann.
Ja, hier ist die Sache, wo die Kirche mit veraposten. Das sind die falschen Propheten, die Schubskleider anhaben. Die werden so krank eingetragen sein, dass das soll den Schub bluten. Und er sagt, vom Bahn sind das drittende Wolf. Das ist für was sie sollen abpassen. Vielleicht, ich meine, wie machen die falschen Propheten, wo immer die sind und was immer sie vergeben, Christen zu sein oder von Gott geschickt sind, yes, wie machen die Menschen warnen für dich? Aber gleich, das ist ein Bruder, sagt, das sind nicht mal die gefährlichsten. Weißt du, was die gefährlichsten falschen Propheten sind? Das sind die, die so ein sehr Krieg der Schubskleid haben. Die, die so das neu gemerkte Schubskleid, was die anhaben, was so sehr Krieg erst neu gemerkt. Das sind die ganz gefährlichsten. Warum, wenn sie dann so schwer zu unterscheiden, ob diese von Gott sind oder nicht? Wenn es vielmals wie glauben, diese Matten von Gott sind. Das ist, warum diese gefährlich sind. Die reden so ein Schmack von Gott. Die haben seine Wieder im Müll. Und wenn die in einer Versammlung sind und die mit Menschen reden, dann haben sie eine kleine Schubskleid an. Aber lehrt dem mal das, wo ich kann. Warum muss Jesaja 29 gehen verstratieren? 29 verstratieren. Der Herr sagt, willst du das falsch schmacke wie dreht? Ja, hör ich mal. Der Reden schmacke wie, das ist sich schrecklich, dass der reden kann. Entferne Dinge von mir, sag ich. Der reden schmacke Dinge von Gott. Die wollen noch in der Versammlung ihre Stimme abheben und Gott loben. Und sagen, mach Gott alle kriegen. Aber er sagt, aber sag nicht wörtlich nur mich kehrt. Lass mich den Strophe noch einmal ganz in ein lesen. Der Herr sagt, willst das falsch schmacke wie dreht, entferne Dinge von mir sag, aber sag nicht wörtlich nur mich kehrt. Ja, hör mal, was sie tun. Sie wiesen mir ihre Furcht bloß mit Menschen reden, die sie haben lieb nur sein. Das wurde Gottes Furcht regt. Das sind Menschen reden, was sie kann lieb nur sein, das wird ihre Furcht, ihre Service zu Gott geht. Ich würde sagen, dass Jesus heute keine andere wird als Charakter seiner Stadt Jerusalem. Der wird sich bekannt als Gottes Diener zu sein. Der wird bekannt von Gott geschickt zu sein. Und aber nicht wir, der wird bis heute ihre eigenen Regeln abgemerkt. Der wird ihre eigenen Conditions gesagt haben. Wird die Menschen mal nur kommen, dass wir können die aus wem von uns haben, oder aus Gemeinschaft mit denen haben. Jesus selbst hat keine höhere Wert als für die Roots. Die Schlangenbrot soll sehr heim. Die Führer hast das so tun. Das sind die Werte, was Jesus hat für dich. Und wo kann wir das noch klarer sein, als in Matthäus 15, Vers 1. Dass Jesus hat nicht nur so eine goldene Tür. Er war Lehrer, wo dort falsch allerhand Menschen gesagt ablehnt, aber der leben nicht weg, ab wer Gott ist. In Matthäus 15, Vers 1, hier sehen wir dort, wo viel Weg ein falscher Lehrer, wo du vom Bieten haben und noch Herr sagt, wo du vom Bieten haben mit der Wir, das Jesaja sagt, den Herrn mit seinem Mühl bekannt, aber er hat es nicht bei den Herrn. Wann ist es das sagt? In Matthäus 15, Vers 1, er sagt, dann kämen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem nach Jesus und sagten, warum holen die Jünger sich nicht an die Ältesten ihre Vorschriften? Weil sie waschen sich nicht dahin für den Erden. Ja, aber warum sind die Jünger, unsere Ältesten, ungehorsam? Warum sind die ungehorsam? Warum hören die nicht? Das ist, was ein falscher Prophet tut. Der sagt Gesetzen, und das wird die mal noch kommen. Und wenn nicht, dann starten sie die Rüt. Frag mich, ob du wer mitfallen kann mit das oder nicht.
Wenn's nicht Menschen gesagt, nu kommen wo wir richtig statt. Das ist normal. Das ist bis, was passiert. Aber hör mal, was Jesus verwirrt hat, für die, was das tun. Er sagt, und er sagt am, warum sagt die Gott sein Gebot und sieht, dass die jene Verschriften holen kann? Warum sagt die dort, was Gott gesagt hat, das sieht, dass die wollen fair sein? Nu ist nicht mal Gott jün Herr, nu sei ihr selbst jün Herr. Weil es Gott befohlen, Vater und Mutter zu ehren, und wer Vater und Mutter pflegt, der soll mit den Tod bestraft werden. Die Hand, so ein Schlemmet aus das, ganz hochgeloten. Dass die Menschen sollen Vater und Mutter ehren, dass die sollen für die sorgen, dass die sich sollen und die kümmern, wenn der ihr Schuld fehlt. Das hat ihr alle zu Ziel geschmissen. Und dann hat ihr ihnen nicht gesagt, abgemerkt, dass die ihnen nicht Fleischleber kann dein. Und es steht Gott gehorsam sein. Er sagt, aber je sein, weil, wann wer Vater und Mutter sagt, dort wird jün von mir zu Gott kommen können, als Gott übergibt, der tragt, du merkst erst das so weit, dass keiner mehr Vater und Mutter irrt. Und so habt ihr, jene Verschriften zu holen, Gott seine Geboten zu nichts gemerkt. Jene Verschriften, jene Menschen gesagt sind jene wichtiger geworden, als was Gott gesagt hat. Das ist, was die zu den falschen Propheten sagt. Die Heuchler. Der Prophet Jesaja hat ganz recht gesagt, das fällt ihr mir mit den Lippen, aber hört es weit auf von mir, aber vergesst deinen sie mir, weil was sie lehren, sind bloß Menschen geboten. So, das ist, was passiert, von der schon da. Wie sein das? Du sind so viele. Die nennen sich alle Christen. Deiner, was du hoch euer sein sind, was du vergeben, Gott Geschickte sind von Gott. Aber hat er eine ganze Reihe Sätzen, was sie sich abgemerkt haben, wird vielleicht sie mitgearbeitet haben von ihren Verältern, und wer da nicht nur kennt, mit denen kann sie nicht Gemeinschaft haben. Aber was Gott gesagt hat, dort rühren sie nicht mit den kleinsten Fingern an. Und wenn du dann wieder abstehst und sagst, no, guck mal, wir sind hier alle arg. Wir machen mal an Gott horchen aus einer Jugend. Da haben nicht mal Ruhm bei dir. Die werden richtig stark. Das passiert immer und immer. Das passiert dann, das passiert nicht, das habe ich selbst belebt. Aber das ist gut, dass das dort passiert. Warum ist man dort, dass Gott die Sinne verdeulen von der Schub verdeulen, der Schub in eindeulen von der Berg. Kann wir dann, du willst still sein von das? No, wir machen Schrift für Schrift, Vers für Vers in der Bibel durchgehen und dann fingen wir hier sonst das. Und dann machen wir das ausleihen, was meint ihr damit? Und das dann ein Kreisen tut, wo soll ein Mensch prof Gott zu tun? Wenn er nicht sein Hort nicht bei Gott ist, und der will nicht lieber an Gott horchen, der will lieber an sich horchen, der will lieber alles tun, was anderes interessiert, das ein Kreisen tut, mit was wir dann noch abkommen, und wollen du mit Gott tun. Hör mal, was Jesaja 1 sagt. Jesaja 1 verstehen, er sagt, hör, was der Herr zu sagen hat. Da je so aus der Lehre von Sodom leben, pass ab, nur was der Herr zu uns sagt, da je aus den Menschen in Gomorra sind. Was sollen mir all jene Opfer bedienen? Hör mal, all diese Opfer, was die mir bringen, was sollen mir da bedienen? Fragt der Herr. Mir ist dort all ganz genug mit jene Brandopfer im Berg, und von dort Fahrt von dort Maasfeu, all dort Blut von Balles und Lama und Kasen, gefällt mir nicht. Mir interessiert dort recht nicht, was die mir bringen. Wenn die für mich kommen, wer verlangt dort von ihnen, dort die mir im Bannerhof vertrampeln? Und wir würden von der schon auch mal sagen, wer verlangt dort von ihnen, dass die nach sollen sie tun, ist gekommen, Gott seine Gegenwart. Wer verlangt dort von ihnen? Hiert ab mit ihnen Spaßopfer. Was nicht bedienen. In ihnen Werk, als mir gehen an, ich kann dort nicht verdrehen, wenn die beim Sabbat holen, niemand führen, und an der Helge, die auch jene dort nach Versinnien. Jene Phasen zum Niemand, und der andere Helge, die auch erklären mir. Mir ist dort schwor, die an zu sein. Ich kann die Mess nicht uitholen.
Wenn diejenigen heen nu mij uitstraken, wo ich zelfs wo gaan kijken. Ook wenn je viel beten, wo ich nicht horchen, wegen der Schuld, wo die behängt haben. Dat is een don't. Woveel dingen we abhaben. Wenn uns hart nicht bei den Herr ist, wenn wir nicht Gott lieben können, wenn wir nicht zufrieden sind, dass Gott allein Gott ist, wenn wir unsere eine Macht wollen, immer bei alles bietprommeln, wenn wir unsere eine Klugheit immer wollen, nach bei Gott seine Weisheit bieten, wenn wir nicht wollen, Gott die Anerkennung geben als allein Gott, das ist ein Kreien tun, was wir dann alles abhaben. Das ist ein Kreien tun, wie viel Programms wir in unserer Kirche haben. Dat is een kreien doen wie viel Rüstheiten wir würden anstellen. Der ekelen Gott. Der hat een ekel an, wenn wir viel Activities haben, und uns Hort aber nicht mit Gott ist. Und da das kriegt von wo das herkommt, das ist, worum Jesus sagt, pass ab für die falschen Propheten. Wenn es die falschen Propheten sind, dass die das, was die wollen, so Druck haben, mit verschiedensten Dingen, was die Menschen euch gestellt haben, dass die nicht Zeit haben, zum an den wahren Gott denken. Das ist, was passiert. Und die Warnungen, die sind nicht für nichts geschrieben. Wir können so vertieft sein, mit Dingen, was Menschen anstellen tun, dass wir vergessen von wer Gott ist. Und das, wo Gott ein Ekel anhat, bringt mir nichts mehr, sagt er. Hier ab mit den Opfer, hier hat mir ekeln der all. Nu wollen wir mal alles abholen. Schmied dort mal alles zu sehen, was wir als Menschen haben uns abgestellt. Dort mal im Fenster rüt mit dort. Nu wollen wir mal checken, was Gott sagt. Das ist das, was wir wollen. Gott sei Dank, wenn wir wollen. Gott sei Dank, wenn uns das mal alle anfangen zu ekeln. All das, was Menschen abgestellt haben, wenn uns das alle anfangen zu ekeln. Wegen Gott ekelt das auch. Und wir wollen vielleicht nicht viel Anhänger kriegen dadurch. Wenn wir nicht mit dem Strom von der Welt mitgehen. Der wird immer sich Druck und immer Druck merken mit Dingen, was sie abhaben, und anders haben sie nicht Frieden. Und lass mich Ihnen das sagen. Ein wahrer Gotteskind, der darf euch allerhand abhaben. Den sie eine Freiheit haben von Bern. Das, was Christus vor ihm getan hat, wenn er abkickt, wer Gott ist, dann freut er sich dort auch. Even wenn das laarig in Wiesramme am ist. Der kann im Gefängnis sein. Und das erste Port vom Gefängnis. Und der kann mutig sein. Wegen seine Freiheit ist nicht, was Heirama sich schweren kann. Seine Freiheit kommt von Bern. Seine Freiheit kommt von dort, was Gott reut hat von ihm. Seine Freiheit kommt von wer Gott ist. Und wenn er seine Herrlichkeit besitzt, dann verjagt er seine trüge Sachen, was Heirama sich hat. Beim falschen Christ, der wird sich bis zu das ist in Christ, der macht immer was anhaben. Der macht sich immer mal was rühren. Und das kriegt was Kirchen beiden, was sie sich Kirchen nahen. Wenn es den Tag, was die abhören mit ihren Programmen, mit alles, was sie für einen abhaben, dann wollen sie jässlich, so sie dann würden sich feuern, da wollen sie jässlich kalt oder was immer. No, weißt du was? Wenn mal alles aufgekattet wird, alles, was die nicht abgestellt haben, alles, was die in den Schwung gesagt haben, wenn dort mal alle aufgekattet wird, und die ihn dann verloren fühlen, oder wenn die ihn dann von Gott verloren fühlen, dann wird gekriegt, was die in Gott gewusst ist. Die Gott ist den ganzen Tag dort gewusst, was die ihn abgestellt haben. So ist Jesaja 50, Vers 11 sagt. Das sind 4, was die in Salz an euch steckt. Und die wollen in Qual zu legen kommen. Den Tag, was ihnen dort genommen wird, was die in Salz an abgestellt. Was haben die danach? Aber jetzt hat jeder, wenn alles, was wir Salz an euch stellt, und uns wird das alle weggenommen, und wir sind danach krank so mutig in den Herrn. Wir sind danach krank so mutig, und wir sind danach krank so gerät von der Erfahrung, was wir in Jesus Christus haben. Dann wollen wir dort, das sind bloß Nebensachen gewesen. Was ich getan habe, um Gemeinschaft zu pflegen, aber dort bin ich mein Gott. Und das ist woran.
Diese Menschen gesetzen, diese Menschen utgedachte Activities, so sehr gefährlich sein. Wenn Menschen glauben sich, die fühlen sich gänzlich abgebüht durch die Dinge. Aber den Tag, wo die Dinge abhören, und dann sagen sie, was leer aus euer werden. Jesus sagt, ihr Heuchler. Wollt ihr doch nicht, dass das nicht halb, wenn ihr Gott auch noch mit Mühl ehren, aber wenn ihr Hort nicht bei Gott ist, das halbt ihr trage nicht. Hij nannt ihn Heuchler. Das ich al seht. Schlangenbrot sollt. Und mit was kommen sie ab? Sie kommen mit Dingen ab, dass sie alles wollen fair sein und sie luten nicht mal Gott fair sein. Das sei wie in 1. Timotheus 4. Wo Paulus dort noch war bestätigen hat von dieser falsche Lehrer. Hij sagt es dit, der Geist sagt so deutlich, dass in der letzten Zeit einige vom Glauben auffallen waren und sich unerfahren die Geist erholen und lehren, die vom Südhund stammen. Hij sagt, das sind Lehren, die vom Südhund stammen. Diese stammen nicht mulsereich von Menschen, die stammen von Südhund. Sie wurden zu dit gebracht worden, der heuchlerische Lehrer, die im Brandtäten ab dem Gewissen haben. Die sind dort so gewarnt, Gott sie nun unnötig gebrochen, gleichgültig gebrochen, und bohrt dort auch nicht mehr. Dort soll dort alles durchgebrannt. Von da kommt das her. Das heißt, es ist diese Lehren, dass Menschen sich nicht befreien sollen, im Verbeiden dort zu eten, was Gott auch gemerkt hat, dort die mit Dank annehmen sollen, die du glauben und die Wahrheit kennen. Die wollen die dort kommen verbeiden, was Gott die Freiheit gegeben hat. Die wollen die dort kommen verbeiden, was Gott actually eingestellt hat. Wenn wir nicht hier kicken, dann, wenn Paulus sagt, die wollen mit Lehren abkommen, was vom Südhund stammt, und wenn wir das ewig noch nicht würden gelesen haben, wenn das erste Mal wird sein, was wir das Neue Testament würden gelesen haben, da würden wir vielleicht einmal sagen, was denn nicht das nächste sein? Mit was wird denn nicht abkommen? Like, was von Antichrist? Von was von Antichrist wird denn nicht reden? Von was von Multigen wird denn nicht, was von der großen Triebsal wird denn nicht reden? Der andere Surprise. Redet überhaupt nicht mal von den Dingen. Nu redet von Befreien und von Eten und Trinken. Und dort sind Lehren von so tun? Ja, dort sind. Brüder und Schwestern, wenn wir uns übernehmen, Gott seine Gesetze und sie zu sagen, um unsere eine herzustellen, dann sind das Lehren vom Zutun. Sie lehren, diese Lehren, dass Menschen sich nicht befreien sollen. Und dann würden eins hier sagen, nun glaube ich, weiß ich, von wem die hier redet. Da haben die Katholischen dort nicht so, die Priesterstuhl, der kann nicht befreit sein. War das nicht von der zu reden? Ja, wenn wir so ein Flag denken, weil wir bis Jerusalem mit so Eva, was unsere eigene Ehe sein kann, vielleicht würden wir sagen, ja, da wird doch du mit Anteil. Wollt ihr, was das jetzt so viel deutlich? Gott hat zu Moses gesagt, der hat all gesagt, wer sich mit wem befreien kann. Der hat all gesagt. Das erste wird, der soll nicht für dich im Freundschaft sein. Das wird Gott dann Moses von gesagt hat. Euer wird das wieder up. Dass er sich nur eine Freundschaft können befreien, wegen irgendeiner physischen Ursache. Aber nun kommt Moses ab, kommt Gott zu Moses und sagt, die sollen sich nicht zu dich in Freundschaft befreien. Sagt er du, die sollen sich nicht zu weit auf in Freundschaft befreien. No, das Volk Israel soll sich nicht mit den gottlosen Herden befreien, dort ja. Dort ist uns von der ersten Tag nach Krieg so gesagt. Und Christ soll sich nicht mit den Gottlosen befreien. Der soll sich nicht mit den Gottlosen befreien. Paulus sagt das so klar. Und er braucht das durch, wenn du ein Ehepartner stirbst. Dann kann der andere, was du leben bleibt, der kann sich dann befreien mit wem immer er will. Bloß, der soll auch den Herrn euch hören. Zu der Gottlosen redet hier nicht mal, der redet zu den Gläubigen. Und der Gläubige ist das gesagt, das ist, was die sollen tun. Die sollen den Herrn euch hören. Now, nicht wollen wir uns mal was falsche Propheten besein.
Du wirst sie genannt, wird werden gesagt, wie Ditsche. Und dort wird es mir lang ärgerlich. Warum? Wenigstens wie Ditsche. Es ist nur schon, wer wir sind. Wie Mennoniten würden dann vielleicht einmal würden gesagt werden. Like, was meint ihr damit zu sein? Das ist Krieg, was falsche Propheten getan haben. Der hat eine Rasse Menschen, und vielleicht soll wir nicht mal das Wort Rasse benutzen, wir haben bloß eine Rasse und das ist die Menschenrasse. Der hat ihre Gruppe Menschen, was du gekriegt, dort die sich reiner und rechter fühlen, wenn du nu eine dunkle Person sein, von einer anderen Sprache, von einem anderen Land, dass die da ankicken als gottlose Menschen. Dort sind die Weltmenschen. Und diese falsche Lehrer, die haben dort so hart eingeprägt, dass nu viele Deutsche, würde wir mal sagen, und die sind nu in Spanischen, in Englischen, in Dunklen, die sind im Glauben, das sind Gottes Kinder, aber die können das Schier nicht anerkennen, als Gott seine Kinder. Das ist unmöglich, manch die zu sein. Noch sehr viel werden ja mit die befreien. Das von was Paulus redet. Das ist was die wollen tun, die wollen dort verbeiden. 99% von plötzlich redenden Predigers würden die dort approven. Dort nicht von ihrer Kirche. Sie hatten einen Bruder in ihrer Kirche. Und ihr Bruder von ihrer Kirche hat eine Sache gefunden, was den Herrn euch hört. Von einem anderen Land, oder von einer anderen Kirche. Das sind vielleicht dunkle Menschen, die reden vielleicht eine andere Sprache. Aber Gott hat die Typ geführt. Die sind beide im Glauben. Und ich sage mir, aus 99% von plötzlich redenden Prediger dort approven würden, dass die sich befreien würden. Weil actually dann weit wir kriegen, von wem der hier redet. Jemand wie sagt, clever sein. Die verbeiden eigentlich, die verbeiden sich zu befreien. Das ist das Krieg, wo soll ihre nächsten Mann stehen, wenn Gott die Typ geführt hat und der Mensch sagt, das kann ich nicht approven. Wenn Gott das überall approved hat. Wenn Gott der heute noch überhaupt Typ getragen, wenn Gott der Albert hat in seine Familie gebracht, das sind Albert Gottes Kinder. Und der Mensch wird seine nächsten Mann stehen und wird sagen, no, das schafft nichts, ist das, die kostet nicht mal zum Dunklen befreien. Woher ihn Schrift gelehrt im Pharisäer? Da je alle Hand die einige Sätze abmerken. Und je steht in jene Nähe Mann so viel Dinge, was Gott doch gegeben hat. Brück dort, nützt dort. Sie dankbar dafür, lob Gott dafür. Je steht in jene Nähe Mann. Kann ich nicht hier? Woran wir gleich darüber von der öffentlich falschen Propheten reden. Jesus redet nicht mal von dir. Jesus redet von dir, die ein Schubskleid anhaben. Die, die so religiöser schluten. Die, die so eine Gott seine Menschen luten. Von der redet hier. Heißt eigentlich, es ist das. Die verbeiden dort zu eten, was Gott gemerkt hat, dort die mit Dank annehmen sollen, die du glauben in die Wahrheit kennen. Was sagt Paulus zu den Römer? Sagt er, ich darf mich von keinen Leuten bestimmen, was ich eten will. Ich würde verwassen Menschen, würde ich nicht so und so eten. Worum ich würde ein Hindernis sein. Aber ich für mich ist das rein. Worum ist das rein, wenn Gott hat das gemerkt? Gott gibt das, dass ich das eten kann. Ja, es ist um den anderen nicht zu stieren. Ich würde schmeckvoll sein, ich würde doch luten, aber ich in mir, ich sehe hier frei von. Ich will mich nicht luten, so einen Menschen gesagt absagen. Aber wie viel mehr Dinge kommen du von dir schon da, was du dabei gesagt hast? Mehr als deine Paulus in der Zeit. Ich habe auch mal dieses was gesagt. Eigentlich die Paulus in der Zeit wir noch nicht so recht gümmen Stuhl, so dass das von dir schon da gebrückt wird. Es war nicht, dass wir dort hier nach seiner Nähe kommen, das sieht mir sicher. Aber wie viel mehr Dinge? Wir würden sagen, aber ja, dort sind ja die bis dort in Bolivien. Die merken ja, das wichtige Satz, der war wegen Stuhlräder, das ja. No, weil bis mal in unsere Gegend kicken. In unsere Umgegend. Wie hat mehr Menschen gesagt in Rahmen uns, als wir überhaupt teilen können? Dinge, wo Gott nervös von in der Schrift geredet hat, die haben sie in ihrer Kirche, in der Hand, das sind Geboten von Gott. Und no, Jesus sagt, das sind die haben Gott seine Geboten hat sie geloten, die haben ihnen eine hergestellt. Das sind von den falschen Propheten, was Jesus redet.
Wir bewahren, was Gott ungehört. Wir luten uns nicht von Menschen leiden. Wir luten uns von Gott sein Wort leiden. Und dann können wir dort, was Gott uns der Friede zugibt, dann können wir dort mit einem Frieden Gewissen nehmen. Warum? Wenn wir loben und danken Gott dafür. Wenn es Krieg für die Ursache hat Gott das alle gemerkt. Dass er sich will sein Namen verherrlichen. Er will das wissen, wie gut er ist. Er sagt, weil alles, was Gott gemerkt hat, als gut und alles, was einer mit Dank annimmt, braucht nicht weggeschmissen worden. Das braucht nicht weggeschmissen. Das braucht nicht das Sie gesagt worden. Das braucht nicht wenigstens da in der Person, ich habe niemanden nicht gesagt ab. No. Das kann ich du wegen brauchen, wenn Gott das gegeben hat, du tau. Und der hat das für die Gläubigen, der hat das gemerkt. Wenn es das geherrlicht worden durch Gott sein Wort. Was meint das geherrlicht worden durch Gott sein Wort? Wenn es Gott sein Wort sagt das. Du wegen, da gibt die Autorisation dazu. Und durch das Gebet. Wenn das sagt, durch das Gebet, dass du wegen kann wir das nutzen, was Gott gemerkt hat, wenn es Gott, was du durch verherrlicht. Wir danken und loben am dafür. Aber, was tun wir dann mit dieser Sache? Da wir dann bestellt sind, und wir wollen nicht in Abrühe anrechnen, anreiten. Wir wollen, dass dann bis mit aller seines, wir können in Einigkeit kommen, dass wir vielleicht alle können mit der Tub schaffen. Yes, wir wollen Tub schaffen. Aber der Haupt von Tub schaffen ist Christus. Ich meine, heute Haupt ist, als heute, was du versagst. Wenn du irgendwer will seine nächste Mann stärken und will anders fair sein, was sagt Paulus dann? Wenn wir diese Freiheit, was wir nun haben in Christus, dort zu genießen, was Gott uns gegeben hat, und du willst ans wir waren zurückkommen und das Gesetz versklaven, was tun wir dann? Wir dürfen uns nicht was selbst grabbeln. Wir dürfen noch nicht lang grabbeln. Was machen wir damit tun? Wir dürfen bis in ihre Schrift kicken. Und was tut Paulus? Er wird uns vergelebt haben. Er wird uns gewesen haben, was wir das sollen. Weil wir wollen Galater 2 kicken. Vers 4. Was tun wir dann mit uns das? Lassen wir das, sagen wir dann bestellen? Lassen wir die Falsche das alle annehmen? Naja, die tun bis mit Gewalt das alle annehmen. Lassen wir das bloß? Nee. Er sagt, es ist das. In Galater 2, Vers 4. Hier sagt Paulus, es ist das. Aber die falsche Brüder, die sich geheim geschleckt haben, unsere Friede in Christus Jesus zu spionieren und die uns wahre Gesetz versklaven wollen, für die haben wir keinen Weg neu gegeben, dass die Wahrheit im Evangelium verjüngt bestehen bleiben wird. Das ist unser Abruf. Wir geben nicht bei. Für die falsche, was sich durch geheim geschleckt. Wenn es dort gut sind, die falschen Propheten, die ein Schubskleid anhaben. Die haben sich durch geheim geschleckt. Wenn die nicht ein Schubskleid anhaben, dann werden die gleich geheim. Da werden die öffentlich dort sein. No, er sagt, für die falschen Brüder, die sich geheim geschleckt haben. Die falschen Brüder, die du öffentlich falsch sind, die dürfen sich durch hinanschlecken. Sieh, wo kann ein Mensch sich geheim hinanschlecken? Der kann angeben, heißen Christ. Er kann angeben, ich sehe mit Gott sein Wort mit einverstehen. Der kann sagen, Herr. Jesus ist mein Herr. Der hat mir geraten. Und der kann mit all die Dinge mit einstimmen. Und der kann Amen sagen, zu was in Schrift steht. Was ihr darauf ankommt, wenn die Jan, ja, was ich du will, geheim anschlecken, wenn da einmal soll von seinen einen Thron draufstehen, du festet das gehen an. Dort ist, wo das geheim geschleckt hat, wenn da ist nicht mal die ihr versichert, wenn der ihr nicht alle sollen nach Gott gehen, dann haben wir Trouble. Und dort ist, wo ein falscher Prophet sich offenbaren wird. Wenn seine Ehe erst ab 0 soll gehen und Gott seine Ehe soll 100% sein, dann offenbart sich ein falscher Prophet plötzlich. Und dann ist das Bild nicht mehr reich, was Gott tut.
Dann soll Gott sich in ihnen Gott denken. Dann soll Gott in den Menschen sich Gott denken anstellen. Und so ist der Mensch das für Gott sieht, so soll Gott schaffen. Das wurde falsche Propheten vandaag kommen. Das wurde der Schubsfall, das nicht mal alle bedeuten hat. Lass mich den Vers noch einmal lesen. Aber für die falsche Brüder. Einige würden sagen, ein Bruder wie das du weh. Nein, das wird nicht ein Bruder. Das wird ein falscher Bruder. Ich will Ihnen mal das sagen. Wir haben hier nie ein $100 vielleicht. Und das ist ein neuer Markt da. Ist das ein $100 Nein, das ist nicht. Das ist ein Biet Papier, wo sie haben so abgemalt, das soll ein $100 lohnen. Aber das ist nicht ein $100. Warum wegen das haft kein Wert? Nu ist das nicht mal so viel wert, dass das Papier nachhat, wenn du nicht spuren wird. Das ist so viel im falschen Bruder. Wird es. Das weniger wird es, wenn er sich überhaupt nicht ein Bruder nennt. Wenn er sich überhaupt nicht ein Bruder nennt, dann ging vielleicht noch was mit den anzufangen. Dann ging du vielleicht noch was von dem her. No. Aber für die falschen Brüder, die sich geheim geschleckt haben, unzufrieden in Christus Jesus zu spionieren, das wird ein falscher Dad. Der kann bloß hängerig. Und spionieren, sein, was sie da anrechnen kann. Und da uns waren gesagt fürs Glauben wollen, für die haben wir keinen Weg neu gegeben. Für die haben wir keinen Weg neu gegeben. Nou, die haben wir immer so drei Dinge. Was da passiert ist und was da immer war passiert. Und was nicht bis bei uns passiert. Bei uns passiert ist. Was alle wegen passiert. Immer wenn Gott eine Reinigung merkt in der Kirche, dann passiert das. Das Falsche muss vandaag kommen. Gott sein Wort muss gepredigt worden. Ungedämpelt. Gott sein Wort muss lauter und klar verkündigt. Und Jesus sagt, meine Schub hören meine Stimme. Und dann hören die alle dieselbe Botschaft. Alle dieselbe Botschaft. Die Seemann, die wird jetzt so uitstrahlen. Die strahlt alle wegen so uit. Ab dem Weg, und ihre Speicher, schmanke Steine, und ab Gott Land. Aber das ist bloß eine Stadt, wo die Frucht gebracht wird. Und das hat das Gott Land. Nou, das wird gepredigt, wenn Gott checkt. Gott checkt. Wenn Paulus sagt, was sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und wo sollen sie hören, wenn er nicht gepredigt wird? Und wo sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt sind? So, das ist alles von Gott. Das ist Ordnung, dass das Wort gepredigt wird, das ist alles von Gott. Gott lässt das reden über Gute und über Schlechte. Das Evangelium wird allemal bekannt gemacht. Nou, dann kommt das vandaag, wenn die Falsche sind. Nu beseit je mal eine Versammlung, und wir haben das selbst mal an die eine Uhr besein. Gesehen, wo das schafft. Du wirst das Evangelium gepredigt, kriegst es die Bibel sagt. Bist nicht gedämpelt, bist kriegst du es dort. Und du sind Menschen, die sind so geriert und die sind so schaftig, dass das Evangelium erst in die Ende gekommen und sie fühlen sich so gesehnt. Und sind rohren vermaut. Sind so froh. Der andere, was du vorhin mit sie gesagt hast, was durch denselben Speaker gehört hat, durch dasselbe Mühl, als er zurückgekommen. Das flammt all. Can you see the difference? Ist das nicht zu sein, was du passiert? Das ist korrekt, woran das nervös geht verändert. Und soll wir uns dann in dem Moment, während das Evangelium zu dämpfen, mit Wutter oder irgendwas, dass das ein bisschen leichter, dass das alle Mann das annehmen kann, dann sagt Paulus, dann kann ich nicht Christus sein, deiner sein. Und das ist korrekt, wo wir uns machen verweiden. Das ist dann ein Don't, was von kleiner Herd du überbleibt. Aber das Evangelium geht nicht zu dämpfen. Gott sein Wort geht nicht weniger zu merken. Das muss immer wahrer Krieg so rauskommen, als das geschrieben steht. Als das wir Vertrag oder nicht. Und für die, was du dann mit ihren Menschen gesetzen wollen, kommen, die wollen das alle. Und das tun die im Geheimen. Das kann die euch öffentlich, wenn es öffentlich kommt, die du nicht mehr durch. Die gehen zur Schande mit. So, die tun das im Geheimen, mit Plüderieren, mit Lees. Sein, dass sie ihren Weg kriegen, dass sie das will. Aber uns trifft dort, für ab keinen Weg bitte geben.
En soll wir op einmal doewing bijgeven dat we een grotere herd willen bij ons gaan? Zullen we op einmal doewing bijgeven wens we wel een betere naam in de wereld gaan? Dat de wereld ons zo leicht dat dollar onderkant. Zullen we ons op einmal dit willen? Dan hebben we bijgegeven. En Paulus zegt, we gaan op keinen weg bijgeven voor die. Op keinen weg. Paulus in Römer 16, als du so klar macht, wat we te doen hebben met dat. Wenn du Menschen zijn, die zijn boos gegen de waarheid, die vechten du gegen, die zijn niet met de leer van de Bibel met einverstanden. Dan zegt hij zo klar, wat we dan te doen hebben. Römer 16, vers 17 en 18. Hij zegt, Bruder, werd je voor die strijd en spullingen ontstellen en geen de leergoenen die je geleerd hebben. Wat voor een leer hadden de Römer geleerd? Wat had Paulus end geleerd? En wat voor een leer stond zij? Weil we daar een beetje in Römerbrief zelf studeren, dan weten we wat die geleerd hadden. Wat deed Paulus in den Römerbrief? Die stelt dat du aan wer Gott is. Die stelt dat du aan dat keine ascherlich is en dat alle man wel immer hat sollten Gott segnen, wenn du wie al genoeg bewiest, dat Gott du is en dat die alles gemerkt hat, zodat sie keine Entschuldigung haben. Paulus erst über so klar vor, hing heran und sagt, was über doch passiert ist. Der Mensch ist totally depraved, der Mensch der hat Gott gekannt, aber der hat ihm nicht geirrt, als Gott, der hat ihm nicht gedankt. Und Paulus leicht den Menschen in Zustand durch an. Die sind tot. Die sind Gott seine Feind. Die wären gegen Gott. Nicht immer in was von Leben, in was Gott Leute bis gut. Das ist, was passiert, wenn Gott nicht treihält von all das Böse. So lehrt Paulus. Und wir würden sagen, Paulus wie eine Doctrine of Total Depravity. Der lehrt die ganze Verdorbenheit von dem Mensch. Der lehrt den Mensch dazu fair. Und der hat ohne jeden Teil hat ich Gott. Kimmel, das ist je. Und das ist Gott. Und wenn sie dann wer wird sich gepucht haben, wenn du dann wer wird gepucht haben, und wird gesagt haben, jo, dort sind ja die meisten, aber eigentlich nicht. Ich kann haben an Gott gesagt, no, die Schrift sagt, nee. Paulus sagt, du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat, für eine am Segen dat. Und so Paulus, der lehrt die Lehre von der Verdorbenheit von dem Mensch. Und der Mensch, was du danach will, geht down und der prüft, dass Gesetz nur zu kommen. Er sagt, das ist, wenn er in Römer 3, Vers 19 und 20 sagt, der Gesetz ist wollten, das habt ihr nicht. Ihr kann nicht mal so geht down. Und der Mensch, was dann auch wird. Und der, was du dann, sag ich, dann sehe ich verloren. Of course, die best. Yes, die best verloren. Aber, die best verloren. Aber Gott, haf eine Rahrung für all die, die an Jesus Christus glauben. Diese geht nur recht, hier bloß für die Glaubenden. Nicht die Ungläubenden. Das ist das Krag, das großen Fehler, was von der ersten Tag passiert ist. Dort du wird von den Ungläubigen gesagt, Gott läuft die. Die größte Lehre ist, was wir jemals gehört haben. Dort ist, in Gottes Feind sagen, Gott läuft die. Nee, Gott ist in euer Kampf über die. Gott ist euerlich über die. Oh, Gott läuft die. Die gleiche sind nicht, was die hast über Gott. Wo sagt die Bibel dort? Die Bibel redet von dort, als zu sein, dass Gott in euer vom Himmel raufkommt. Römer 1, Vers 18. Dort ist alle Wege zu sein, dass Gott in euer vom Himmel raufkommt über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von den Menschen. Die bist im Trouble, sagt Paulus. Die bist am Weg nach der Hall. Die bist am Weg, Gott in euer gegen, Gott in euer kommt gegen die. Und Jesus sagt, meine Schub hier, meine Stamm. Wenn Jesus seine Schub dort hier, dort Gott in euer gegen ihren Kampf, und die sagen, dort wo sündig sie sind. Die wird Angst und Bang über ihre Sinn. Und die wollten sich nicht ruhen mit diesem Zustand, in dem, was sie sind. Da bringt Paulus das Evangelium. Da bringt Paulus dort und sagt, für jüngst ist Jesus gestorben. Jesus hat jene Sinn betont. Das wird ihn so drecken, das wird ihn so aufmerkt, wo sind ich gesehen, dort hat Jesus betont. Das ist der gute Nurreich. Wenn Gott hat ihn lang hat sich jüngst gewählt, dass er kriegt das wird an jüngst tun. Und die harchen da noch. Und die sind so mutig, dass
Die besein ihren Ferienzustand und die besein ihre Haltlosigkeit und die, was sie lebten. Sie können sich selbst nicht halten. Sie wären Gott seine Feinde. Sie wären da über Gott. Und dass Gott danach diese Leben hat für mich. Das ist ein wahrer Christ. Was das zu sein kriegt. Und was für ein Zustand er ist. Und der Frucht von der Büße fängt du an. Der Leben von Gott fängt du an. Wenn sie kriegen diese gute Nachricht. Nou, du versteht nu, ten een falschen Christ, dat hem een mens wat zich zelfs leven dat. En du wirst den sagen, Gott läuft die. Oh, der wird sagen, Dankeschön. Sie, ich lebe mich selbst also sagen. Wenn Gott nicht auch noch das legt, dann habe ich das bis doppelt gut. Sie, das ist gerade jetzt, woran wir nervös können, gottlosen Mensch das Evangelium predigen. Ein gottlosen Mensch muss wie Gott verstehen. Kick mal, wer Gott ist. Kick mal, wie herrlich der ist. Und kick mal, was die tun, mit dem, was nicht herrlich sind. Kick mal, was die tun mit seinen eigenen Feinden. Die bist in Trouble. Und dat zijn die wat in de bus naar je roden, die kan we deze goede Nachricht brengen. Die kan we zeggen, nu kijk maar wat Christus dan voor die gedaan heeft. En dat is de leer wat Paulus, dat is van die leer wat Paulus van reden heeft hier in Römer 16. Der sagt es dit. Brüder, werd jullie verdui de strijd en spolingen ontstaan. En geen de leergonen die je geleerd hebben. Geef je niet auf met die. Dit is krak wat er passiert. Daar wie spolingen ontstaan. Of course not. Dat daar bin. Du darfst kein Christ jemals eine Spolung ontstaan. Esmaals. Paulus sagte Timotheus, laat die nicht überreden, te uit eine Spolung. Laat die von kein überreden. En de falsche, de doen krijgt dit. De fängt uit, zijn wo sie keine Spolungen ontstaan. En einmal merken sie dat, hey, dat wordt nicht schaffen. Und dann tun sie Hängereckchen mit forschen, sagen, wer es an meine sieht, oder wer es nicht. Und dann tun die das Hängereckchen, sagen, wo sie kann, mit Plüderien, mit Lehres. Even wenn Gott, alles in Gott seine Kontrolle ist, sind sie nicht ausschuldig. Und wir haben das mit unseren Ehren gesehen. Das, was passiert, und wahr passiert. Unsere Brüder und Schwestern über die ganze Welt passiert dasselbe. Was sagt ihr von so einem Menschen? So eine Menschen sind nicht an Christus, an seinen Herrn, aber an sich selbst verskluft. Die wollen alle diesen Namen drehen. Ich sehe in Christus. Ich sage Herr. Das ist unsere nächste Botschaft, oder vielleicht noch 2 Botschaften wieder. Die sind an sich selbst verskluft. Sie wollen jeden Gott seinen Namen brauchen. Sie wollen jeden Herr sein, dass es so gut looten mit ihnen. Aber sie selbst sind sich ihr Herr. Und dann sagt er hier noch wieder, der Glote wird in Schmeichelreden verleiden sie Aschelgehorten. Sie kriegen Menschen ab ihre Sied. Und glaube ich nicht auch, die sind auch von Gott geschickt? Das Wort von 2 hat Gott die Menschen geschickt. Zweite Thessalonicher 2, Vers 11. Du sagst, Paulus, das selbst sehr klar. Für Wort von 2, die geschickt sind. Du wegen schickt Gott an die wollte erlehren, dort sei der Lehres glauben. Und dort all die verdammt worden, die die Wahrheit nicht glauben, aber ihre Friede und die Ungerechtigkeit haben. Gott ist dort groß für diese Erlehrer schickt. Zum die verdammt, zum die verleiden, die das wahre Evangelium nicht leiden kann. Anstatt dort wir machen so hier, dass sie machen zu der Erkenntnis von dem wahren Evangelium kommen. Nicht in das falsche Evangelium. Nicht in das falsche Evangelium, was sie sich selbst abgemerkt haben. Und jetzt kriegt wir so sehr klar mit reden von das.
Nicht alle Menschen, die diesen Namen drehen, ich sehe in Christ, sind Christen. Und für die nächste Botschaft würde ich dort alle gleichen zu lauten. Dort ohne Frucht, wo wir das kann. Dort ist unsere Abgabe, du noch die Kirche. Wenn sich du wer ein Christen hat, dann hast du unsere Abgabe auch die Kirche. Was soll wir unter ihre Frucht? Wenn dort bloß Disteln und Dornen sind, was du willst, dann werden wir abhören mit dort Christen an. Und wenn wir auf einmal so ein Disteln und Dornen sind, werden wir uns dann selbst auch den Gefallen tun. Und nicht nach Jesus sein nun, zu schon mehr und durch dort, dass ich mir einen Christen an, wenn ich über nicht sehe. Aber Gott sei Dank, all die, was herauskommt, all die, was heute das Hort rieren, was wem ein Fleisch in das Hort jaft, der mag das. Und der fragt sich manchmal, drehe ich nicht bloß Disteln und Dornen? Ich soll mir all so viel Geld benehmen. Wenn ich mein Leben besäue, das so nur schon, wie ich sehe. Weil ich wollte all die, was das dort denken, für jeden Haken traus. Wenn es von Gott nicht wie jemand an der Arbeit gewesen, wird jeden Haus so fallen. Wenn Gott nicht hat und jene Harten geschaffen und jemand gewesen wäre gesagt, würde ihn nicht schlecht fallen über jeden Salz. Da wird Jesaja berufen sein mit den Salz. Und die würden den kranksten Pharisäer, das hat von Klino nach einmal alle getan. Aber Gott sei Dank, wenn wir entschuldigt fallen. Gott sei Dank, wenn uns sein Wort brach. Gott sei Dank, wenn wir sein Wort hören und das Schnitt ans links und rechts ist ein Doppelschnien, das schwirrt. Und Gott sei Dank, wenn wir uns so schuldig fallen. Wenn wir traurig waren, der Eva. Weet je Gott? Dort hast du ein Teken, das ist ein Trauer von Gott. Wenn ich mir dann bis selbst bejammern da, und sage, der Predigerant mir bis immer rauf. Das ist ein Trauer von dieser Welt, und Paulus sagt, der Trauer, der wirkt den Tod. So Gott sei Dank, wenn Gott sein Wort uns verwunden hat, der fällt mir uns im schuldig fallen. Nur bloß, wenn wir uns schuldig fallen, kommen wir bei durch, wo wir aufhören, Buße zu tun. Wo wir unsere Schuld ersehen. Und du sagst, ich bin so dankbar für sein. Und den Trauer, was von Gott wirkt, der hat uns keinen Schulden. Der ändert uns Leben. Der Trauer, was wir so traurig sind über unseren Sinn. Der Trauer wirkt, dass wir umdrehen, uns Leben ändern. Und das ist alles ein Wirken von Gott. Das ist, was wir wollten können, als ein Gotteskind sein. Ich will nicht sagen, wie kann er tun wollten, wo herrlich ich mich voll, du nur sie ein Gotteskind, wenn es da würde ich mich anschmieren. Und Christ darf sich gleich nicht so herrlich fühlen. Wenn ich so schwör, dass ein Christ sich wirklich kann herrlich fühlen. Von wahren Christ kommt das Mess einmal drauf an, der fühlt sich so unherrlich. Der fühlt sich so schuldig. Gott sei Dank. Ich habe viel Angst dafür, wenn sich du immer wer so herrlich fühlt. Ich habe viel Angst davon, du wer still steht und sagt, das habe ich wohl alle getan. Und dann weiß ich, was ich mal sollte gehen sagen. Das Evangelium habe ich all gehört, all so viel. Und wenn ich dort noch nicht verwundt habe, wenn ich dort noch nicht bei die Knien gebracht habe, und Gott um Vergebung gefragt, ich wirklich sagte, Fried, habe ich noch was zu sagen? Ich weiß nicht. Die Bibel weiß nicht, dass mir der Fried gibt. Ich kann nicht die Freiheit dann gehen, was unterstellen. Eine Rüssheit. Mal 3 Tage mal von alles wachen. Und mal sein, dass ich mal so und so emotional kriege. Ich kann nicht sagen, dass die Bibel mir der Fried gibt. Wenn ihr das Evangelium, der gute Nachricht, was Gott getan hat für ihn, durch Jesus umkriegt, wenn ihr dort nicht rühren hat, da weiß ich nicht, was die Schrift noch zu beiden hat. Es ist nicht wieder als bloß eine Warnung für das ewige Recht.
Aber Gott sei Dank für all die, was die geredet worden. All die, was sich zu sein kriegen. Und was du durch lang für Gott handvoll. Und prachten um genug. Dort ist wirklich genug. Dort Gott so gewirkt hat. Dort er uns so überzeugt hat, wer wir sind. Dort uns an die Üben abgegangen. Und mach wie du anwachsen. Mach wie immer ein geraderes Verlangen kriegen, nu wel ein Helden zu leben. Mach wie immer ein geraderes Essig kriegen, von was Sinn ist. Mach uns den Sinn immer da erklären. Und durch Gott seine Genot versprach er, dass er wird das auch so steht. Er wird uns bei dem einen Stand aufhalten. Er wird nur noch sein, dass wir nicht zu beschuldigen sind, aber und Jesus Christus sein Tag. Amen. Was für eine gute Nachricht. Wir verschlüten. Leute, ihr reicht davor. Wenn wir kicken dann, wie hart wir kommen. So froh wie uns in den Regen gedreht von den Worten, als das all war. Das, wenn wir das nicht gelesen haben. Dann haben wir unsere Gedanken all war, so wie alle 6 Uhr. Aber wenn es davon abhängig wird, da wir nur gerat sein, als wir an die denken, da wird wir bis einmal verloren sein. Aber Herr, wie können wir die danken, dass die dann nicht von uns verjagt, wenn wir von die verjäten. Dass die trüb lebst, zu was die versprochen hast. Wenn wir auch an trü sind. Wenn wir auch so werden, so kalt kommen. Aber Herr, wie können wir das anders, als die du verloben und danken. Über den, was wir kalt kommen, dann hältst du uns. Über den, was wir längst würden gefallen sein, dann hast du uns durchgehalten. Und Herr, so, dass wir die nächste Pochen haben. Ja, wir bis für die kommen, die du verdanken. Dass die uns hältst. Und die hast uns das versprochen, dass die uns first bei dem einen Stand aufholen. Und du verlot wir uns ab. Und wir weiten, dass du wirst nicht kalt kommen in dort, was du gesagt hast. Und du ich habe schafft dich von die wegkommen. Ich habe schafft dich und mutig von dieser Stadt gehen. Wann wir auch wieder Gemeinschaft haben. Aber ich bete, dass die uns machst, unsere Horten so rühren, dass wir durch den Weg, das lassen rutschen, was wir in diesem Wort gelehrt haben. Und dass es an uns möchte sein, was von Wunder, die gewirkt hast an die ersten Sender. Und dass alle Wegen, wo du noch gut und spät ist, musst du auch dort von uns wahrnehmen. Und musst du uns Leib geben, deine Leib utgöten in uns, so dass das Eberschild und das andere der Leib sperren kann, was du hast an uns utgegoten. Himmlischer Vater, musst du dir das geben, um die Namen groß zu merken. In Jesus' Namen. Amen.